Liebe Freunde, das Thema heute ist die Mutter Gottes. Maria, durch ihr Opfer des Herzens, hat die Barmherzigkeit Gottes für alle Menschen ermöglicht. Sie vollbringt das Opfer ihrer mütterlichen Liebe im Opfer des Retters. Zusammen mit Jesus offenbart Maria der ganzen Menschheit die Treue Gottes zu seiner Liebe für alle Menschen, besonders für die Menschen, die leiden, die krank sind, die keine Kraft mehr haben, weiterzugehen. Die Mutter des Gekreuzigten ist die einzige Person, die das Mysterium des Opfers des Kreuzes in seiner Vollendung erkannt hat. Maria hat verstanden, dass die Gerechtigkeit Gottes die Verwirklichung seiner Liebe ist. Die Gerechtigkeit ruft in den Menschen das Leiden, und das Leiden entfernt von ihm das Böse, zerstört den Willen zu sündigen. Die Gerechtigkeit Gottes schafft im Herzen des Menschen Platz. Auf diesem Platz kann die Liebe Gottes sich entwickeln. Das Leiden ist die einzige Möglichkeit, die die Menschen haben, wenn sie das Böse ablehnen wollen, aber diese Ablehnung in einer vollständigen Art. Das Mysterium der Rettung hat eine bestimmte Logik. Diese Logik ist genau die Realität des Menschen. Die Menschen sind sündige Menschen. Und sie haben das Leiden Gottes nötig, das Leiden der himmlischen Mutter nötig, um sich von dem Bösen zu befreien. Warum das? Das ist ein Mysterium. Ich weiß nicht warum, aber so ist es. Wenn das Leiden fällt, kann der Mensch das wahre Wesen der Sünden nicht verstehen. Jesus und Maria haben auf sich alle Leiden, die die Menschen nicht ertragen können. Nur ein Teil ist uns geblieben, da wir auch sollen mitwirken. Paulus hatte gesagt, wir sollen in unserem Leib alles ergänzen, was dem Leiden Christi fehlt. Alles ergänzen. Maria lehrt uns, dass wenn wir in die Barmherzigkeit Gottes eintreten wollen, sollen wir auch sollen leiden. Was für ein Leiden? Das Leiden, das nötig ist, damit unsere Wille sich von dem Bösen, von der Sünde trennt und zum Guten, zur Wahrheit, zur Liebe Gottes sich orientiert. Im Mysterium ihrer göttlichen Mutterschaft hat Maria den Weg der Barmherzigkeit Gottes gesehen. Dieser Weg geht durch alle Generationen, die aufeinander folgen in der ganzen Geschichte der Menschheit. In ihrem Leben hat Maria die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Die Barmherzigkeit hat ihr die Kraft gegeben, bis zum Schluss zu beharren, treu zu sein, bis zur Auferstehung ihres Sohnes. Gott hat ihr die Kraft gegeben, uns zu verzeihen, uns zu lieben. Aber sie liebt uns. Vergiss das nie. Sie liebt dich. Sie liebt uns.
durch die gleiche Liebe, mit der sie ihren Sohn geliebt hat und mit der sie ihren Sohn liebt. Es gibt keinen Unterschied im Herzen Mariens zwischen Jesus und uns in Bezug auf die Liebe. Ihre mütterliche Liebe, darum, diese Liebe ist gleich für alle. Eine Mutter liebt nicht ein Kind mehr und ein Kind weniger. Die Mutter ist die Mutter von allen Kindern und alle Kinder, böse und gute, sind ihre Kinder, sind alle in ihrem Herzen. Ihre mütterliche Liebe findet ihre echte Identität in allen Kindern, die leiden, in allen Menschen, die um eine Hilfe bitten, in allen Menschen, die keine Freiheit mehr haben, für alle Menschen, die von den Boshaftigkeiten der Menschen, der Mitmenschen gequält werden, für alle Menschen, die keine Zukunft haben in dieser Welt, die keinen Platz haben in dieser Gesellschaft, für alle Menschen, die die Wahrheit suchen, die um Verzeihung bitten, die von den Sünden belastet werden. Alle Menschen, die wirklich von den Folgen der Sünde gedrückt werden, die Sünde, die sie gemacht haben. Nur ein kurzes Beispiel. Eine Frau hat die Abtreibung gemacht. Die Sünde verfolgt sie für das ganze Leben. Die mütterliche Liebe Mariens offenbart sich vor allem in Bezug auf das Böse, das von einer falschen Moral kommt, auf das Böse, das von den Krankheiten kommt. Von diesem Bösen ist die Welt ganz voll. Das Mysterium der mütterlichen Liebe Mariens sorgt für alle Brüder und Schwestern ihres Sohnes. Die Empfängnis und die Geburt Jesu sind die größten Taten des Heiligen Geistes in der ganzen Heilsgeschichte. In Maria hat den Heiligen Geist der Sohn Gottes mit der ganzen Menschheit verbunden. Im Herzen Mariens verbindet der Heilige Geist Jesus mit jedem Mensch, der an ihm glaubt. Durch den Gehorsam des Glaubens Mariens ist sie in die Heilsgeschichte als Mutter Gottes, als Mutter von allen Menschen eingetreten. Der Glaube ist die Öffnung des Herzens vor Gott. Und Gott mitteilt ihm, verbindet ihn durch den Heiligen Geist mit Jesus und Maria. Das bedeutet mit der ewigen Rettung. Amen.